Ekran! Ekranen geef niet op, als warende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom lieve vriend, welkom to dit programma Ekran. Dankzij dat u van jouw eigen schuld hast en dat u hier erbij bent. Mijn naam is Eduard Giesbrecht. En we zijn hier in Brazil bij een vriend, die heeft hier een beetje een studio van radio voor ons opgesteld. En van jou heb ik hier met mij een persoon, hij is Luciano Pauls. En dit is een zeer wichtige persoon in mijn leven, want hij heeft op mijn chas gepredigt. We waren van jou niet van dat reden. Luciano, kannst du eenmaal voorstellen? Wer is Luciano Pauls? Oké, dank voor de aanlouding. Ik ben Luciano Pauls. Ik ben bevriend met Juliane Schröder, zij is een geboren Schröder. En die heeft drie kinderen. Ik ben hier in Witmarsum geboren en opgewassen. En nu zie ik in Curitiba, nu wonen we in Curitiba. Oké, sehr schön te hier. We waren later nach de touw komen. Ik geloof, wenn heute in Curitiba wohnen, als wenn je een Arbeit van jou vandaag. Je zijn pastorie was, maar van jou hij nog een andere Arbeit. Maar fangen we van Anfang an, Luciano. Wat voor hem was du op? Wo is die bekering? Wo leerst du God kennen? Oké, ik ben, zoals ik zei, hier in Witmarsum opgeboren. En van klein aan al in het Schweiz gewonnen. Maar met 9 jaar, op mijn Tjenger-Freizeit, had ik dan mijn bekering. Het eerste Mal de ervaring met Jezus. En dat was een zeer wichtige ervaring. Dat gaf me nieuwe vrijheid voor het leven. Ik wist niet meer ganz genau wat dat alles betekent. Maar met 9 jaar had ik dan mijn eerste ervaring met Jezus. Ik kwam naar huis en zei mijn mama, ik heb me bekeerd. Mijn mama vraagt dan, wat betekent dat? Wat is dat? Dan erklärde ik haar al dat ik Jezus aangenomen had. En ze zei, ja, dat verstaan ze. So, nu had je Jezus in die hart en die leven weer verändert, zoals du dat dan als kind verstanden hast. Wunderschön. En wo geht dein Leben dann wieder? Deine Teenagerjahre, Jugendjahre, wo ging es wieder? Oké, de eerste jaren werden zeer schijnend leven. En met 13 jaar word ik dan eingeladen een TOEFL-cursus maken. En ik mocht dan ook de TOEFL-cursus en word dan ook met 13 jaar getauft in de gemeente hier in Witmarsum. En dan ging het weer. 14 jaar en dan met 15 jaar, dan op eenmaal dreht zich mijn leven dit scheef rum. So dreht sich dat naar een betere kant, oder niet sehr gute kant? Nee, dat wil niet een zeer gute kant. Na, dan sieht es nicht schwierig. Was passiert dann? Met 15 jaar ongeveer, dan vangt het leven een beetje anders aan. Ik had niet meer zeer interesse aan het christelijke leven en mijn beziehung met God. En mijn leven vangt dan aan met alcohol, met mejalis of met vrouwen en ook met pornografie. Oké. En de nächste 5 jaar, van 15 tot 19 jaar, weer dan met drentje, met vrouwen en met pornografie, dat weer dan een thema, dat weer dan een probleem. Ja. En mijn beziehung met God weer dan zeer, hoe zegt man dat? Twee, dat weer existiert meestal, ja. Right. So, als nächste gebleven, zit ik mij zo, Gott sei Dank. Wat merkt dat u van deze tijd terugkomt? Wat rijdt in leven aan? Oké. Wanneer ik vandaag denk over deze jaren van 15 tot 19, de Heilige Geest, ik speel dat de Heilige Geest weer eenmaal door en arbeid in mijn hart. Ik wist dat dat leven niet in ordnung was. Als ik dan 19 jaar had, dan we had de jugend hier een lagerfeuer organisiert. En ik weet niet wat er gepredigt wordt, of wat er weer in avond. Ik weet dus, ik speel dus wanneer dat leven niet katserig wordt. Ik wil einfach uitkaatsen, dat wil dat je feit. Ik wil uitkaatsen dat leven wat ik gedaan had, 15 jaar weer. En dat was zo sterk in mij. En de nächste dag voer ik Manfred ab, een pastor. Ik voer naar hem en zei dat ik wil niet meer zo leven zoals ik gedaan geleefd had.
En wie beten dan ook? Hij beet met mij den dag en dat verändert war da ganz mein Leben. Eine sehr tiefe Erfahrung wieder mit Gott. Ja. So, du schreibst mir von deinem Leben besser, du hast dort wie eine Erfahrung mit den Heiligen Jesus. Das Ganze, wie nutzt du diese Erfahrung mit den Heiligen Jesus, oder wo würdest du das beschreiben? Das war nur diese Erfahrung mit Gott. Wurde ich eingeladen, in Curitiba einen Kursus zu machen. En ich wurde dann eingeladen und ich mochte dann diesen Kursus, das war ein Kursus von 3 Monaten. Und da lernte ich zum ersten Mal über den Heiligen Geist. Ich habe noch niemals viel vom Heiligen Geist gehört oder gelehrt. Und ich habe dann diese gelernt. Und da, diese 3 Monate, wurde ich hier davon. Und dort wir eine Beziehung haben mit dem Heiligen Geist, dort er in uns wohnt und auch wirkt in uns und durch uns. Und dort beeindruckt sein Leben. Okay, dat is heel interessant te horen. Wenn es mir hier so, du hast eine Erfahrung, wo du dein Leben anreizt, und dann lernst du nu trainen mit den Heiligen Geist, wo das neue Leben nu te gestalten. Dus wenn du wisst je nicht, wo ver weg zu kommen. Right. En diese Erfahrung mit Heiligen Geist ist sehr wichtig für mein Leben. Verändert ganz mein Leben. Okay. Als wir den Kursus dann machen, dann wird über uns gebeten. Und ich hatte zum ersten Mal die Erfahrung, dass ich voll will vom Heiligen Geist. Okay. Ich bin sehr beeindruckt. Wenn ich fange an zu rohren. Und ich rohre vielleicht 30 Minuten, eine Stunde, ich weiß nicht, und ich feile. Der Heilige Geist, der heilt mein Hort und viele Sachen, was da nicht in Ordnung wäre. Was das Scheibchen war. Sehr schön von der hier. Ich würde gerade einmal fragen, wo ist die Person, die kennen, dass sie auch eine Erfahrung mit den Heiligen Geist haben? Was wusste die Person, die kennen? Die erste, was ich sage, wir müssen einfach leben, dass der Heilige Geist da ist und dass er in uns lebt und dass er eine Beziehung haben will mit uns. Wir brauchen bloß uns aufmachen und sagen, Heilige Geist, wirkt in mir. Ich bin hier für das, was du in mir und durch mich tun willst. Das wird einfach Opheit für das zu fangen. Sehr schön zu hören von dir. Wenn ich dir das frage, wenn ich so denke von mir, ich denke, diese Erfahrung, was du damals gesammelt hast, oder wo Gott dir gelernt hast, das hat das gebüht, wer die Welt von dir auch schon nachbessert. Oder verschiedenste andere Sachen auch noch, nicht so? Wenn es das nächste, was ich sage, was du mir sagst, ist, dass du eine Bibelschule gemacht hast, nicht so? Kannst du von vertellen? Ja, das wird dann während dieser Tage, wo ich eine neue Erfahrung hatte, eine neue Beziehung mit Gott und mit dem Heiligen Geist, wir waren damals eine feine Freund hier in Wittmar. Und als ich dann diese neue Erfahrung hatte, hat auch Lothar kommen, mein Freund, und sagte mir, Luciano, ich will, was du hast. Und wie Otto kriegt auch Mittag, und ich sage dann, will ich erst eten, wenn es nachher reden darüber. Und ich wusste nicht, was ich am sagen soll. Und wie Otto dann Mittag, und noch Mittag eten, dann beschert er sich. Noch Jesus auch an als sein Heiland. Und 2 Wochen Lothar hatte diese andere Freund auch dieselbe Erfahrung. Und dann fangen wir an, über die Bibel zu reden. Und die wollen alle weiter von der Bibel. Und was ich wusste, gab ich dem die Antwort. Und da fangen mein Hart an, ich wünsche mir, ich will die Bibel lernen, zum Antworten. Diese Antworten, Fremdantworten. Und da fängt es an, meine Deseos. Dass du dir wünschst? Ja, ich wünsche mir dann eine Bibelschule. Okay. Und dort führen wir dann in einem Center, wo ich dann 4 Jahre Bibelschule studiere. Gleich die Bibelschule, wo echt gewachsen ist. Sehr schön. Sehr schön zu hören. Als du von der Bibelschule zurückkommst, das ist ein großes Kapitel. Was will daran dein Leben dann wieder? Das letzte Jahr in der Bibelschule im Center, wir wussten nicht, was kommen wird.
En ik wist niet meer dat ik Lothar... Du sagst, wie wirst du nicht? Das bedeutet, Krijgt. du wirst nicht allein mehr? De eerste 2 jaar ben ik alleen, nog niet bevrijd. Maar de 2 laatste jaar dan ben we al bevrijd. En dan ben we al op 2 Okay. in de Bibelschool. Okay, dann merkt das auch klar. Was wir dann? En we wisten niet wohin. Ik wist ook niet dat ik een pastor zijn wilde in mijn leven. Maar we waren ook voor dat wat God ons vieren wordt. En we beden dan daarover en schreven een aanlouding. In Bahia, dat is een departamento hier in Brazilië. Toen daar in een stad wonen met de arbeiden van 3 stanties arbeiden. En in een stad met de verschillende gemeentes te arbeiden. Okay. En zo voor we dan van de Bibelschool te deze nieuwe steden. Eine ganz andere Stadt, wo ich noch niemals gewohnt habe. Correct. Okay. Und du fängst hier deine Pastorarbeit an? Ja, wie ons Ziel weer niet gemeente gründen, maar met die gemeente dort ook arbeiten. Okay. En bij deze 3 instanties arbeiten we met de families, met de Tjenja, met de ehepaaren, bibelstunden en bibels. We leren dan de Bibel, krijg voor dat wat ik niet gewenst had. We hadden einfach Bibelkreis en vangen dan de eerste 3 jaar. Wie we dan in deze stad met deze arbeid. Ich weiß, du hast Lothar auch noch andere Gemeindearbeit gedaan. Was wir dort für Arbeit? 3 jaar later hadden we een aanloting van een Mennonitengemeinde in Curitiba. En we kwamen dan terug als Jugendpastor. En Lothar dan nog als gemeenteleiter. We zijn nog eenmaal in deze gemeente. Dat is al van 2005. Dat zijn al 15 jaar. We zijn niet meer Gemeindeleiters, aber helpen dan met deze gemeente in Curitiba. Sehr schön. Wo ist die Arbeit von der gekriegt? Du sagst, Sie sind nicht mehr als Pastor oder was ist die Arbeit von der? Mijn hoofdarbeit vandaag is met andere pastoren in ganz Brazilië. Dat is een dienst dat heet Fermata, dat is van de muziek, dat bedoelt paus. Wie ermuntje pastoren en de ehe ook, de vrouwen zijn ook aangeboden. Dat zijn een Art Freizeiten, wo wir dann mit 40 Ehepaaren zijn van verschillende gemeentes, de pastores. En we helpen den en we ermunteren die en arbeiten hauptsächlich met pastoren. Wir haben ein klein bisschen Zeit. Wenn Wort, wo ich denke, ist es wichtig, mit diesen Pastoren zu arbeiten. Pastoren haben ja alle Antworten, die sind immer gleich. Ja, sind die immer gleich? Nein. Ja, die war später. Wenn Wort drücken, Einzelpastoren haben, aber wenn Wort drücken, die sind das. Dat fängt an, als wir dort in Bahia woonden. Als ik dan contact had met verschillende pastoren, ik vroeg eens wat die dienst dat jeentje, de familie, met Tjenja, met geld en met leiderschaft. En ik word voet zijn dat het niet zo einfach was. We hadden trouble in de ehe, met Tjenja, met geld, met leiderschaft. En dort wordt me dat klaar dat die pastoren die gebruiken ook helpen, die gebruiken ook mensen wat met in tap wonen en tap beden en tap arbeiten. Einfach mit ihren Top sein. Right. Sehr scheint hier von einfach immer ganz schwer über die Leben mit. Ich glaube, die überschlagen nicht alles an kann sein, aber diese Minuten sind sehr wichtig. Und ich glaube, die waren viel helpen. So kannst du zuletzt noch een Mut merken, dat Wort geben. Een Tag geben. Dat lernt sich und das jetzt sehr schön mit Jesus zu leben. Das ist ein wunderbares Leben. Ich tue das nicht mehr für nicht. Okay. Das ist ein sehr wichtiger Spruch und ich möchte auch die Menschen Gott segnen. Ich schicke eine Umarmung von mir und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.